Hallo, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch wieder aus meiner Oma- und Opa-Ecke. Ja, es ist wieder soweit. Heute lese ich für Sie, für euch, und zwar wieder eine Kurzgeschichte von Hans-Joachim Meyer, der hier ja gleich bei uns um die Ecke wohnt. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Aber ich habe hier seine Geschichte vor mir liegen, Nyms will Jan hem. Und die Geschichte musste ich aufteilen, weil sie für Instagram zu lang ist. Deshalb gibt es davon 2 Folgen. Ich fange heute mit der ersten Folge an. Und zwar fangen wir aber erst an, das Licht anzuzünden. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist ja auch schon so ein Ritual, was wir hier mal gemeinsam machen. Gut, das Licht brennt. So, Streichhölzer kommen da auch noch rüber. Und jetzt setze ich die Brille auf, wie man sehen kann, und beginne. Es geht also in dieser Geschichte um eine Klassenreise von einer 11. Klasse, Jungs und Mädchen. Und ja, mal sehen, was sich da so abspielt. Die 11. Klasse ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes. Nyms will Jan hem. Der Bus stoppt für dat ole smukke Friesenhus. 25 Jungs und derens ut de 11. Klass von der Gesamtschul ut Horburg wrangelt und schuft sich mit Sack und Pack durch den smolen Gang und versammelt sich in den großen Sohl, der jüm für de Tokommt hein docht und Unterricht für Spiel und Spos allein zu hören schall. Froh wit, die in der Klasse Biologie gift, besnackt mit de kökste Multiden. Und Klassenlehrer Kröger deelt des Lobkammern ob. Dat hier is ein Jugendherberg, sagt he, und dat heit Jümmer slobt derns mit derns und Jungs mit Jungstersom. Klar? Wie de derns und Aalkommern beset, kein Puch blieft ledig, anders als wie die Jungs. Noch 3 Kummern sind über, mogt Schulmeister Kröger König, sös Betten für 4 Jungs. Man los, Murat und Janji sit in der Klasse zusammen, drum slöppt je hier ook to hopp. Und Ole und Uwe, je könnt jo gro lernen, je blieft allein, nims snörkt jo nachtens de Ohren voll. Warum trägst du so'n Flapp, Murat? Stimpert nicht? Nö, Herr Kröger, ahnt in der Rech. Mord und Jan bringt immer Rucksäck, Kuffers und Taschen nur Nummer Söbentein. Mord setzt sich ob sein Bett, kiekt Jan biet utpacken to und denkt no. So'n verdammten Shit. Hade Schulmeister Jan dich no anerwegens hinbuxieren können? No Ole oder Uwe, hier sit ja auch in der Schule an ein Tisch. Wat ein dumm Tüch. Wird er denn für immer und ewig bei mir ins Lebtau wehen? Nicht, dat ich wat gegen Jan hef, überhaupt nicht, bloß ein gräsig lange Weg ist dat her, dat ich Jutta ganz für mi hem können. Hef mi all düchtig freut, hier vielleicht mit min Freunden ein göttliche Tiet allein zu wehen. Jan is net in uns Klass und kann ich weten, dat ich bi Jutta an faste Hand würden. Schall ich nicht mit Ole und Uwe snacken, dat ein von jüm Jan bi sich slopen lädt? Ja, mit Uwe löbt dat das nicht. Die hätt sich in Bus an Svenja ranmogt. Der mog für Wissin kommen auch nicht mit den anderen delen. Und Uwe und Ole wohl kicken. Herr Kröger wart uns glick mit Beuker und aufgehoben Toast mieten. Ich kann dat ja so hindrein, dat Jutta und ich uns ein Referat zusammen für de Post nehmen dort. Dein durch Klassenreis und dann kein einzig Mal mit min deren allein. Dat tull ich min Leif nicht ut. Aal kickt sie nur ein Film über Planten und Derten in Wattenmeer an. Dann kommt ein Vortrag von Verein Jördsand über de Vogels, der dat in der Küst gift.
Achterno schuld sich Gruppen to 2 oder 3 to Hauptdown und sich in Sack Themen wat Rut kriegen, wo sie den paar durch über Sitten und jeden Zween für die hohle Klasse wat zu vertellen wird. Der Abend ist da. In den grauten, schummrigen Sohl dudelt Musik von ein CD-Spieler. Weg sind wie zu tanzen, an dem ersten sitzt wie ein Glas Bier oder Wien an Tisch. Murat geht ob Ole to. Luster tu, Ole, wie stick Boys in Slamassel. Kann Jan nicht wie dies lopen? Ich hab Jutta so lang nicht sehen und dann möt wie glicks morgen wat vorträgen. Geit Chlor, meint Ole. Snackt wie mit Jan. Du, Günd an Tresen. Hallo, Jan, kommst wohl Gott rüber nur uns? Jan wollte sich ut ein Corona, ich sag nur Corona, von Sir Stehensrud. Wat gibt er denn? Kannst du mir ein bannig groten Gefallen tun? Fragt Murat. Willst du, Jutta ist doch min Freundin, aber tu schalt wie morgen Vormittag wat über de Brandgos vertellen, darum ich wie von oben gern zu so'm wat dörlesen und abschreiben. Kannst du nicht nur Ole umtrecken? Jan plinkert Murat to. Mut ich denn ja wohl. Und wenn die mit de Brandgös dörr sind, denn brennt dat Feuer in Jo Bin so doll, dat die beiden noch dat Sneveln öft. Hab ich recht? Gut verschoben net von die Jan, högt sich Murat. Ich spendier den nächsten auch ein paar Bier. Jan trägt all sin Packerlau Schröver, no kommt no Koma dort ein und Ole helpt im Dobby. Dann lädt Ole sich ob sin Bett fallen, kiekt Jan bis in Packereto und denkt no. Murat is fein Rut und nu hebt se Jan mi in warme Nest set. Und dat just no, wo ich mi dodzucker bin, dat ich wie Jessica ein ölligen Stein in Brett hef. Man wat ha ich anders tun schuld? Murat is min besten Freund, do kann ich doch nicht nee sägen. Lickers trifft de Jessica mi nie und nimmer do de Latten goen. Wenn ich ihr von oben nicht hemmen kann, brennt sie mit men andern Jungen dör. So hingstig, as de Notiz sind. Schall ich nicht noch mal mit Uwe snacken? Man, wenn Jan dat nu verkehrt versteit. Ich smiet ein Jung ut min Koma, die mir eher gestern zusicht hätt, dat die mir helfen will, dat ich von min Vieh in Physik wieder dohl käm. Das ist doch überhaupt nicht passlich. Bestimmt ist er denn insnappt und ich bin ein elendigen Zwiensjack in sin Augen. Einstün Lothar hält Ole in Sohl Jessica in sin Arm und kickt ne Uwe und Svenja rüber. Hier denkt die beiden sind ein Hart und ein Seel worn, so stuttig as sie durchlöhnt. Treff ich denn jüm überhaupt Jan obhalsen? Und Jan, düsse Casanova, ist knapp zu sehen mein alte Derns. Ole ist spekuliert, vielleicht bin ich hier likas mit Jessica allein düsse Nacht. Die verrückten Wiebe an Tresen, beert, als wenn sie ihr Jagdbüt gar nicht mehr losloten wollt. Wenn Jan nur heimlich bei ein von Jim unerkrüppt. Oder doch nicht? Da sind sie schien zwar doll an Kappeln. Snack ich nur zuerst mit Uwe oder mit Jan? Als Svenja obsteigt und verschwindt, lobt Ole und Jessica gau nur Uwe sin Tisch. Erstmal möcht sie ut konkulieren, wo dann ut so zwischen Uwe und Svenja. Na Uwe, rappt Ole, ans klar, ich glaub, du spinnst sich wat an mit Svenja und die von oben. Wat sabbelst du? Svenja? Ich bitt die, nimm bloß düssen bestigen Nomen nicht in den Mund. Naht Uwe und kickt fühnsch ob sie ein Glas Bier. Ole denkt, verdammt, die ist hehl und deel von der Roll für Lebsbien.
Kopf hoch, Uwe, dat löppt sich trecht mit Svenja. Ich hol die Dums. Hast du die Ohren nicht wuschen? Blieb mi von lief mit de Schreckschruf. Löppt sich trecht, Tün krumm. Ob's duns, so do nix beruht, denkt Ole. Ich mut wohl doch zuerst Jan Sölven anbedeln. Und dann aftäuben, wird Uwe sin Rausch sich lecht het. Wenn dat man gut geht. Und wenn du auch Jan ein zu viel kriegt, wie dat die Wetter umtreten muss, tja, dat weet wir jetzt nicht. Dat kommt in den nächsten Teil von düsse Geschichte. Ja, das erfahren wir im nächsten Teil, den ich aber morgen schon auf Sendung bringe. Nun wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, einen guten Abend. Blieb mi von lief, halt Abstand und vergeht mi nicht. Und gemeinsam pusten wir jetzt das Licht aus. Und alles Liebe, alles Gute. Tschüss.